Joni? Hey, so gut. Wie er schon gesagt hat, alltäglich Glauben, das ist unser Jahresthema, 365 Tage, wenn wir mit Jesus Seite an Seite mit ihm unterwegs sind, ihn beobachten, von ihm lernen und nächste Schritt machen, wie es der Joni gesagt hat. Und ich bin momentan so in den Evangelien am Lesen und ich muss ehrlich sagen, es bewegt mich so, wenn ich lese, einfach wie Jesus so durchs Leben geht, mit seinen Jüngern unterwegs ist. Ich weiss nicht, was es mit dir macht. Vielleicht fordert es dich raus, vielleicht löst es fast ein bisschen einen Druck aus. In mir löst es nochmal so neu eine Sehnsucht aus. Es weckt eine Sehnsucht, um noch weitere Schritte zu machen, um noch Jesus ähnlicher werden, um immer mehr dürfen, die Werte, die er lebt, ausleben und hochheben. Noch mehr in meiner Berufung zu leben, als Nachfolger von Jesus. Und ich wünsche mir das für dich auch, weil ich hoffe, dass wir nie an einen Punkt kommen, wo wir so das Gefühl haben, hey, das, was ich da lese, das habe ich schon 1000-mal gelesen. Das, was ich da lese, ja, das ist so etwas, was ich schon oft gelesen habe und ich kenne es. Dass es so Gewohnheit wird, dass es so selbstverständlich wird. Weil ich glaube, das ist so ein gefährlicher Ort, wenn wir dort hinkommen. Weil das Leben mit Jesus, wenn das einfach eine Routine wird und es ist einfach noch so ein bisschen da und man lebt mit ihm. Es bedeutet Veränderung, ein Leben mit ihm. Weil er führt dich in Neues. Gott ruft dich in Neues. Und darum reden wir auch immer wieder von diesen Next Step, die wir machen wollen. Und ich lade dich ein, heute Morgen dein Herz aufzumachen für das, was er reden will, für das, was er tun will, an dem heutigen Morgen. Und es ist so passend. In dieser Serie geht es nämlich ums Herz, wo wir jetzt gerade drinnen stehen. Das Herz. Wieso schauen wir das Herz an? Das Herz ist so etwas Wichtiges. Alles, was sich da innen abspielt, in meinem Leben, oder besser gesagt, alles, was sich in meinem Herz abspielt, das spielt sich irgendwann in meinem Leben ab. In meinem Denken, in meinen Gefühlen, in meinem Handeln, wie ich mit anderen umgehe. Und darum ist es so wichtig, dass man immer wieder anschaut, was ist tief in meinem Herzen, was bewegt mich momentan, mit welcher Haltung gehe ich durchs Leben. Und ich finde es so begeisternd, wie wir schon die letzten Sündigen angeschaut haben, was denn Jesus bewegt. Was er für ein Herz hat. Und ich möchte kurz zurückgreifen. Wir haben gestartet und haben angeschaut, wie Jesus ein demütiges Herz hat. Er ist so demütig. Er ist nicht einfach nur kritisch da und beobachtet und verurteilt. Nein, er hat eine Demut. Er lebt aus einer Demut heraus. Den zweiten Sonntag haben wir vom Joni gehört, wie Jesus so ein dienendes Herz hat. Er ist ein Gott, der selbstlos ist, der sich nicht um sich selber drüllt. Er gibt, er dient, er ist auf die Welt gekommen, zum Dienen. Und das hat mich tief bewegt, was das für mich bedeutet, für meinen Alltag. Und heute gehen wir in den dritten Teil. Und das Thema von dem heutigen Morgen ist ein sehendes Herz. Wir haben einen Gott, der ein sehendes Herz hat. Und ich möchte kurz beten und lade dich dazu ein. Vater im Himmel, wir wollen heute Morgen von dir hören. Jesus, wir wollen von dir lernen. Du bist so ein gutes Vorbild, das grösste Vorbild. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, den Morgen redest. Wir machen unsere Herzen auf für dein Reden. Ich bete, dass du die Bühne einnimmst, dass du meine Worte einnimmst. Und zu jedem Einzelnen so redest, wie er es braucht, Herr. Du siehst, woher wir kommen, du siehst unsere Situationen. Und ich danke dir, dürfen wir mit dir unterwegs sein als Nachfolger. Und wir sagen alle miteinander, Amen. Wir dürfen es nämlich wieder sagen, miteinander. Wie gut. Hey, wie jeden Sonntag tauchen wir gerade miteinander so ein bisschen in die Zeit von Jesus. Wir gehen ein paar Jahrhunderte zurück und wir mischen uns unter die Jünger von Jesus. Stell dir vor, du bist einer von diesen Jüngern, du bist nah mit ihm unterwegs und wir beobachten ihn jetzt einmal miteinander. Es gibt zwei verschiedene Routen, wie ihr von Tiberias nach Jerusalem könnt reisen könnt. Ihr seht jetzt gerade die Routen eingeblendet, hier auf dem Screen. Die eine die geht über Hügel, sie führt euch durch Samarien, eine hügelige Landschaft. Und du hast es schon mal gemacht mit Jesus. Wenn du zurückerinnerst, das war das Mal, wo du mit den Jüngern bist, Brot posten gegangen und wo du zurückgekommen bist, ist Jesus am Brunnen gesessen mit einer Frau und hat mit ihr geredet. Heute hat Jesus aber eine andere Route ausgewählt. Er hat die Route ausgewählt, die durch das Jordantal geht,
direkt auf Jericho, die Stadt, zukommt und nachher geht es 25 Kilometer steil darauf, 1100 Höhenmeter. Und du weißt, das wird eine schwitzige Angelegenheit, dort die rauf zu wandern. Du bist aber schon einige Zeit mit Jesus unterwegs und ein Stück weit ehrt dich das. Dürfen einer von diesen Jüngern sein, einer der engsten Freunde von ihm, dürfen auch ein bisschen umschwärmt werden. Wie du merkst, seit ihr in die Nähe von Jericho kommt, folgen euch immer mehr Leute. So eine ganze Traube von Menschen hat sich um euch gesammelt und sie folgen euch, sie wollen noch mehr von dem Jesus sehen, mehr von ihm hören. Und irgendwie ist es einfach noch schön, oder? So ein bisschen einer der Ängsten zu sein, mit dabei zu sein und dazu Teil dieser wichtigen Mission zu sein. Ja, die Mission. Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem und du fragst dich, ob Jesus dort endlich jetzt den König wird. Ob er endlich auf dem Thron sitzt und dort regiert. Und wenn das so ist, hey, was hast du für eine Stellung? Du bist ja so nah mit ihm unterwegs. Vielleicht wirst du ein Außenminister. Vielleicht wirst du einen wichtigen Regierungsposten einnehmen. Hey, was macht echt der Petrus? Vielleicht wird er Chefbeamte. Wer weiß? Und du überlegst dir das so, wie die Zukunft könnte sein. Das Lächeln kommt dir übers Gesicht, wenn du das dir vorstellst. Und plötzlich holt dich eine Stimme aus deinen Gedanken zurück in die Realität. Und zwar ein Mann am Wegrand, ein Blinder ruft. Er ruft, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Du denkst für dich, hey, jetzt sind wir unterwegs, so viele Leute miteinander. Jesus ist auf dieser wichtigen Mission. Jetzt ist da einer am Strassenrand, will alle Aufmerksamkeit. Es ist doch einfach unpassend. Komm, wir laufen weiter. Und es laufen schon ein paar Leute, ein paar Jünger. Hey, bist still! Zu dem Bettler, zu dem Blinden. Obwohl du einen Bettler nicht gerufen hast, denkst du insgeheim, ja wirklich, bist still. Für das haben wir jetzt keine Zeit. Du siehst plötzlich, wie Jesus doch anhaltet und macht das Unbegreifliche. Er sagt, was willst du von mir, zu dem blinden Mann? Du denkst für dich, hey Jesus, wir müssen auf Jerusalem gehen. Wir sind hier auf einer Mission. Das ist wirklich wichtiger als diese Person. Aber eigentlich solltest du wissen, Jesus macht sowieso das, was er will. Der ganze Zug haltet an und der blinde Mann ist der Mittelpunkt. Jesus redet mit ihm, er nimmt sich ihm an, er nimmt sich seiner Not an, er begegnet dieser Not und er heilt ihn. Du hast ja schon ein paar Mal gesehen, wie Jesus Menschen heilt. Und jetzt endlich, jetzt geht es weiter. Quer laufen da durch Jericho und plötzlich bleibt er wieder stehen. Und du denkst, hey nein, was soll jetzt das? Er bleibt vor einem Baum stehen. Du schaust zum Baum hoch, wie Jesus raufschaut. Du denkst, was ist in dieser Baumkrone? Wieso schaut er drauf? Und plötzlich siehst du es. Es ist der Zolleinnehmer. Der oberste Zolleinnehmer sitzt dort. Ist ein bisschen kleiner, wie er dort oben sitzt. Und du denkst für dich, hey nein, was will jetzt der? Und du merkst, wie Jesus zu ihm anläuft und wie Jesus ihm ruft. Und er sagt, Zachäus, komm schnell runter. Ich muss heute in deinem Haus Gast sein. Und innerlich geht dir der Laden runter und du denkst, hey Jesus, echt nicht der Typ. Wenn du dir deinen Ruf so richtig versauen willst, dann gehst du jetzt mit. Ist doch wichtig, was die oberste fromme Elite von dir denkt. Und langsam kriecht der Herr Zöllner oben runter von dem Baum. Du denkst, was für ein Bild ist das, wie der da oben runterkommt. Muss er sich eigentlich nicht schämen, da von allen Zuschauern runterzukresmen. Und dann siehst du Jesus sich umdreht und du siehst auf seinem Gesicht ein Strahlen und eine Freude. Wir kommen zurück ins Heute 2020. Du bist jetzt auf deinem Stuhl, die Hai sind auf dem Sofa oder wo auch immer. Vielleicht könnt ihr schnell links und rechts schauen, ob die Person noch da ist, die gerade mit zurückgereist ist. Yes, hey, Jesus, er war auf einer wichtigen Mission. Er war unterwegs nach Jerusalem. Er war in seiner Mission. Wochen später ist er gekreuzigt worden, hat sein Leben angegeben und ist dann auferstanden. Das war seine Mission, das war sein Ziel. Sein Fokus war eigentlich so klar,
zu was er berufen ist, für was er gehen will. Und wir lesen, wie scharenweise von Leuten ihm nachgefolgt sind. Männer, Frauen, die ihm gefolgt sind, die ihn umgeben haben, die wahrscheinlich Fragen hatten, wo noch jeder irgendwie etwas von ihm sehen, etwas wissen von ihm. Und obwohl Jesus so beschäftigt war, hat er am Strassenrand den Bettler, den blinden Mann, gehört. Er hat ihn gesehen. Obwohl er so beschäftigt ist und in all dem Trubel innen ist, hat er den Zachäus auf dem Baum oben gesehen, versteckt in der Baumkrone. Er hört den Blind, er sieht den Zachäus. Und wieso? Hört er und sieht er sie in all dem innen. Er sieht sie, hört sie, wie Jesus mit dem Auge vom Herz schaut. Und so entdeckt er immer wieder Menschen, die man mit dem normalen Auge wahrscheinlich nie sehen würde. Menschen, die man nicht anhalten würde, wegen so einer Person. Wie ein Zolleinnehmer, der ein Betrüger war. Oder ein normaler Typ, der einfach da am Boden sitzt, der eigentlich noch weniger Wert hat als ein normaler Bürger. Aber Jesus, was macht er? Er lässt sich unterbrechen auf seiner Mission. Weil er sagt und denkt, hey, die Menschen, die sind es wert, zum Anhalten, zum Ausschau halten, trotz straffem Terminkalender. Jesus ist ja nicht extra dort durchgelaufen, um diesen Männern zu begegnen und sich einzuladen lassen und ihn zu heilen. Aber trotzdem ist er angehalten, hat sich Zeit genommen, wie Jesus mit seinen Herzensaugen sieht. Er hat sich berühren lassen, er hat sich unterbrechen lassen auf seinem Weg. Und Herzensaugen, die übersehen eben das Äußerliche, sondern sie schauen tiefer, sie schauen ins Herz hinein. Wir lesen nochmal eine Geschichte im Johannes-Evangelium, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, und zwar vom Philippus und vom Nathanael. Die ersten Jünger, sie haben gerade Jesus erkannt. Sie haben erkannt, das ist der versprochene Retter, den die Propheten im Alten Testament prophezeit haben. Sie erkennen ihn und der Philippus, er war so begeistert, er hat nach dem Nathanael gesagt, hey, der Jesus, den musst du treffen. Du musst es für dich selber sehen. Und er sagt ihm, er ist aus Nazareth. Und der Nathanael antwortet ihm und sagt, was kann schon gut aus Nazareth kommen? Oder er nimmt so ein bisschen die Haltung kritisch, was kann schon aus Nazareth kommen? Sicher nicht der versprochene Retter. Glaube ich nicht. Und später lesen wir, wie Jesus ihm begegnet. Und Jesus sagt gerade das erste zu ihm, hey, schau da, das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Und ich finde das begeisternd, wie Jesus hätte können sagen, hey, was kommt da für einen, der mich irgendwie falsch beurteilt? Hey, da kommt ein Typ, der überhaupt keine Ahnung hat. Da kommt einer, der mich einfach in eine Box reinsteckt. Aber nein, Jesus schaut mit den Herzensaugen. Er schaut nicht auf die Meinung oder auf das Äußerliche oder auf die Aussagen, die er gemacht hat, sondern er schaut tief ins Herz und sagt, hey, du bist ein aufrichtiger Mann, du bist ein guter Mann, durch und durch. Oder Jesus hat so wie, man könnte sagen, wie so einen Röntgenblick, wo man direkt ins Herz hineinsieht, wo man tief sieht, was in diesem Herz inne ist. Hey, wie schnell können doch wir Menschen beurteilen, nach dem, was sie sagen, wie sie rumlaufen, wie sie uns begegnen, vielleicht was sie über uns sagen. Kannst du mir das geben? Genau. Ich glaube, manchmal sind Menschen für uns wie so ein Stein, oder? So ein Stein, von außen nichts Spezielles, so ein bisschen rau, eckig, kantig. Und ich glaube, gerade dazu mal ist der blinde Mann und der Zöllner, sind das so Männer gewesen, die für die anderen Leute um sie herum nichts Spezielles waren. Sie haben nur aufs Äußere geschaut, sie waren nicht wert gewesen, sie waren nicht gewünscht gewesen. Der Zachäus, der Zolleinnehmer, für die Menschen war er offensichtlich ein Sünder gewesen, dazu mal. Unbedeutend, reich, gierig, betrügerisch, abstoßend. Hey, und doch sieht Jesus mehr in ihnen, oder? Er sieht das Innere, er sieht das Herz, wie bei dem Stein von außen. Ist so kantig, nichts Spezielles, aber innerlich so wunderschön. Jesus sieht weiter, er sieht den Wert, das Potenzial von einem Menschen und nicht nur das Äußerliche, was wir manchmal sehen. Was heisst das für uns? Jesus sagt selber von sich, im Lukas 35, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Also Jesus ist schon immer darum gegangen,
um auf die Welt zu kommen, Verlorene zu suchen, sie zu finden und ihnen Rettung zu bringen, ihre Sünden zu vergeben und neues Leben zu schenken. Er ist für sie gekommen, um sie zu finden, weil sie ihm wichtig sind, weil er weiter sieht. Und das wird er genau gleich noch heute. Das ist genau gleich noch heute seine Mission. Und darum wird er dir und mir immer wieder Gelegenheiten geben in unserem Alltag, sich Menschen uns zu zeigen und dass wir Menschen dürfen sehen, die ihn suchen. Er wird dein Herz bewegen, er wird mein Herz bewegen für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Menschen, die eben verloren sind, Menschen, die auf der Suche sind. Und er wird sich selber durch dich und mich diesen Menschen zeigen. Matthäus 25 sagt er, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Also was wir am geringsten tun, das tun wir für Jesus. Und ich habe mir überlegt, wer ist denn der Geringste? Und der Geringste, das sind Menschen, die eine Not haben. Notleidende Menschen. Das kann auch eine innerliche Not sein. Seelische Not. Eine Leere im Herz. Eine Leere in der Seele. Aber es können auch Menschen sein, die am Strassenrand sitzen. Wie der Bettler, der Blinde. Menschen, die auf der Baumkrone oben sitzen und eigentlich nur warten. Ich habe mir überlegt, wer sind denn die Blinden, die am Wegrand sitzen heute? Ich glaube, es sind Menschen, die wir schnell übersehen können. Menschen, die vielleicht Ablehnung erfahren haben. Menschen, die Ungerechtigkeit erfahren haben. Vielleicht randständige Menschen. Vielleicht Menschen aus tieferen Gesellschaftsschichten. Vielleicht auch ältere Leute, die man so schnell übersehen kann. Vielleicht ist es deine ausländische Nachbarin, dein ausländischer Nachbar. Vielleicht sind es im Geschäft oder dort, wo du wohnst, Reinigungskräfte, die einfach noch, sind auch noch ein bisschen da. Was sind denn das für Menschen, die auf den Bäumen oben sitzen, hoch oben versteckt? Vielleicht sind das Menschen, die so ein gewisses Statussymbol haben. Vielleicht deine Arbeitskollegen, vielleicht dein Chef, vielleicht ein Manager mit einer super Position, dort, wo du schaffst. Vielleicht sind es aber auch die Leute in deiner Clique oder in deinem Umfeld, die manchmal die lautesten sind, die am meisten sagen und Show abziehen, aber dabei haben sie eigentlich keine Fassaden an und innerlich sind sie einsam, sie sind alleine und sie suchen. Ich weiss, als ich in der Werbefotografie geschafft habe, das ist schon ein Zeitchen her, aber dort bin ich auch immer wieder so Menschen begegnet, die ein Stück weit so wie eine Fassade hatten. Es ist um Erfolg gegangen. Es ist darum gegangen, wer am meisten weiss, um sich zu beweisen. Oft, nicht immer, aber es ist auch um das Ellböckchen gegangen. Auch gewisse Designer, wo man Sachen fotografiert und gemacht haben. Mega lässige Sachen, aber oft ist es darum gegangen, wer ist noch besser, wer kann sich noch mehr zeigen, wie gut das er ist. Ich weiss, als ich neu dort angefangen zu arbeiten, hat es gewisse Leute gegeben, die haben nicht mit mir geredet, weil ich noch nicht genug lang dort bin und mich noch nicht bewiesen habe. Es war so ein bisschen das Umfeld. Und ich weiss noch, irgendwann nach vielen Monaten habe ich mal am Abend mit einer Fotografin und meinem Chef eins getrunken. Und haben wir ein bisschen geschwätzt. Und irgendwann ist vielleicht das zweite Bierchen gekommen und sind sie ein bisschen lockerer geworden. Und irgendwann hat mir die Fotografin gesagt, hey, du bist die Erste, bei der ich das Gefühl habe, dass es dir eben nicht darum geht, um dich einfach zu beweisen und einfach die Beste zu sein und zu zeigen, wie gut dass du noch bist. Sondern dir geht es eigentlich einfach darum, zum Freude zu haben beim Arbeiten und zum eine gute Arbeit machen. Und mich hat das berührt, weil manchmal war es echt herausfordernd dort beim Arbeiten. Und ich konnte ihr dann erzählen, was mir wirklich den Wert gibt und was der wirklich Grund ist, dass ich dort arbeite. Und ich habe sie ermutigt. Und so sind wir immer wieder ins Gespräch gekommen, miteinander. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, schau, ich glaube, manchmal haben wir Menschen in unserem Umfeld, die herausfordernd sein können. Leute, wo du vielleicht denkst, hey, um die herum will ich gar nicht sein. Mit denen will ich gar nicht viel zu tun haben. Ich glaube, manchmal sind das auch Menschen, die vielleicht andere Menschen verletzen können. Die vielleicht selber verletzt sind. Oder Menschen, die tief verletzt sind. Manchmal verletzen die sehr schnell andere Menschen. Man geht ihnen gerne aus dem Weg. Vielleicht haben sie Ablehnung erfahren, Ungerechtigkeit erfahren. Vielleicht sind es auch Menschen, die frech sind. Oder? Wie der Blinde am Strassenrand. Und sagt, hey Jesus, ich. Menschen, die frech sind. Menschen, die vielleicht für dich unverschämt daherkommen.
Aber eigentlich suchen sie und rufen sie mit ihrer Art nach mehr. Sie wollen ihr Inneres füllen. Ich würde dich fragen, ob du so Menschen kennst. Ob du so Menschen in deinem Umfeld hast. Vielleicht in deiner Firma, wo du schaffst. Vielleicht auf dem Weg zu der Arbeit, wo du gewissen Menschen begegnest. Vielleicht auf dem Spielplatz. Männer, Frauen, die alleine sind. Vielleicht auf dem Bau, wo du dort schaffst. Ich würde dich fragen, wie gehst du mit ihnen um? Mit diesen Menschen? Und wie siehst du sie? Weil der Punkt ist der Ruf, der tiefe Ruf, den sie eigentlich haben, den erkennen wir nur, wenn wir sehende Herzensaugen haben, wie sie Jesus hat. In unserer Gesellschaft wird meistens nur die Fassade gesehen, das Äußere gewertet. Aber Jesus wird dich und mich brauchen, um zu denen durchzubringen, zu diesen Männern und Frauen. Und darum müssen wir mit seinen Augen sehen. Es geht darum, den Menschen zu begegnen, ihnen Ehre zu geben, Würde zu geben, Wert zu geben, sie zu ermutigen, Hände und Füße von Jesus, von seiner Liebe und sie mit dieser Liebe in Verbindung bringen. Und ich probiere mir das immer wieder anzugewöhnen, um so Gelegenheiten zu sehen in meinem Alltag. Es ist nicht immer einfach, aber ich probiere mir anzugewöhnen, um die Gelegenheiten zu sehen und dürfen Menschen ermutigen, Menschen begegnen. Zum Beispiel haben wir bei uns jemanden, der immer wieder putzen kommt, das ganze Stegenhaus. Und es ist so eine unscheinbare Person. Ich habe das Gefühl, es ist auch so eine unsichere Person, geht immer gerade auf dem Weg, wenn man kommt, und hat das Gefühl, es ist überall im Weg. Und Joni und ich haben angefangen, zu dieser Person hinzugehen und uns zu bedanken und zu sagen, hey, was für einen wichtigen Job, dass er macht, dass es super ist und dass wir so dankbar sind, dass das jemand macht. Und wir sind mal angegangen und haben so ein Waldhaus-Werbungskärtchen gegeben und sagen, hey, wir wertschätzen dich, wir wertschätzen deine Arbeit. Das ist einfach gesehen. Und dann hat er angefangen zu erzählen und irgendwann erzählt er von seinen Problemen und dann haben wir für ihn beten. Und jetzt jedes Mal, wenn wir ihn sehen, gehen wir ran und reden noch mit ihm, ermutigen ihn und wir sind gespannt, was da rauskommt. Oder ich habe Kontakt mit einer Frau, sie ist psychisch krank und sie ist jemand, sie hat einen tiefen Ruf. Jesus, hilf mir. Sie glaubt an Jesus, noch nicht lange. Und sie läutet mir immer wieder an. Und ich kann euch sagen, manchmal in den unpassendsten Momenten. Wirklich. Und manchmal würde ich am liebsten nicht abnehmen, es gibt es auch. Aber es ist wie immer wieder eine Entscheidung, dass ich mich unterbrechen lasse. Weil ich weiss, ich bin für sie Hände und Füße von Jesus. Dass ich für sie beten kann, dass ich sie ermutigen kann. Und sie hat mir gerade am letzten Telefon gesagt, Steffi, du bist die einzige Person, die an mich glaubt. Du bist die einzige Person, auch die an Jesus glaubt, die ich kenne. Vielleicht auch in der Stadt, oder? An den Montag, wenn ich frei habe, sind immer wieder so Zeiten, wo ich am Morgen sage, hey Herr, wenn ich in die Stadt gehe, lass mich mit deinen Augen sehen, was da für Menschen sind. Lass mich mit deinen Augen sehen und gib mir die Gelegenheiten, die du mir geben willst. Ich will offen sein. Und ich schaffe das auch nicht immer, oder? Wie manchmal befinde ich mich auch in so einem Hamsterrad, wo man unterwegs ist und beschäftigt ist. Und ich glaube, das ist oft auch die Realität. Oder in unserem Alltag, wir sind alle beschäftigt. In unserem Alltag sind wir manchmal auch so auf einer Mission, wie es Jesus war, oder? Direkt nach Jerusalem. Und das ist eine gute Mission. Es sind viele Sachen, die wichtig sind, die wir zu tun haben, die wir erledigen müssen, wo wir irgendwo dran sind. Ich will das gar nicht abwerten. Aber ich merke auch, dass es manchmal sehr schnell einfach sich um uns selber drehen kann. Oder ich merke auch selber, wie manchmal der ganze Fokus nur auf dem ist, was ich noch machen muss. Und ich lasse mich nicht mehr unterbrechen. Schaut, eine Art und Weise, wie man das sieht, das ist an unseren Gebet. Mir ist einmal die Frage gestellt worden, was würde sich ändern, wenn all deine Gebete erhört werden würden? Und ich möchte dir die Frage stellen, wenn du jetzt auf die letzte Woche mal zurückschaust, was würde sich ändern, wenn all deine Gebete erhört werden? Würde sich einfach deine kleine Welt verändern und dein Leben? Oder würde sich die Welt verändern? Würde sich einfach die Welt von deiner Familie verändern? Oder die größere Welt? Überleg dir das mal. Vielleicht kannst du es mitnehmen, mal das Magub darüber reden. Mir hat es geholfen.
zum einfach mal überlegen, hey ja, wo bin ich dran? Und ich glaube, niemand von uns hat schlechte Absichten. Aber es kann sich so schnell um uns selber drehen im Alltag. So schnell können wir Gelegenheiten, Menschen übersehen, die Jesus eigentlich sieht. Bei Jesus haben sie einen grossen Stellenwert und er sagt, hey, ich bin gekommen für den Verlorenen. Er ist mir wichtig. Darum bin ich gekommen, für den Verlorenen. Er ist mir genauso wichtig, wie du mir wichtig bist. Und er will dir und mir die Herzensaugen geben, dass wir Menschen sehen in unserem Umfeld, dass wir offen sein dürfen. Denn wir sind für mehr berufen als einfach für uns selber. Wir sind berufen, dürfen in einer Sendung leben. Wir sind berufen, dürfen Hoffnung bringen, Liebe bringen. Das, was wir schon bekommen haben. Ich würde dich fragen, mit welchen Augen schaust du? Siehst du die Gelegenheiten? Fällt es dir vielleicht schwierig? Lass du dich unterbrechen in deinem Alltag? Der Heilige Geist gibt uns so ein sehendes Herz. Er gibt uns immer wieder die Sicht, wenn wir sie wollen. Und das hat Kraft. Das hat so eine Kraft. Hey, wie Gott, er lebt in dir. Und wenn wir uns das bewusst sind, was er durch uns tun kann, hey, das ist unglaublich dynamisch, oder? Das hat Kraft. Und Gott schaut nicht für Menschen, die perfekt sind, die die perfekten Antworten haben, sondern Gott schaut immer wieder für Menschen, die sagen, hey, ich bin verfügbar, brauch mich. Ich bin verfügbar, nimm mich. Manchmal haben wir das Gefühl, es muss etwas riesig sein, was wir machen oder müssen leisten. Aber eigentlich kann das ganz simpel sein. Es kann Zeit sein, Ermutigung, Menschen ehren, Gebet. Es kann sein, dass du im Restaurant bist und dieser Person, die dich bedient, nachher noch ihr sagst, hey, wie super sie ihren Job macht. Wir haben das letzte Mal gemacht, haben die Person die Smile gehabt, Freude gehabt. Wieso sagen sie mir das? Oder? Die kennen das nicht. Wir waren in der Ferien und, mit Freunden und wir waren am Abend so einem Lagerfeuer, also haben so ein Feuer draussen gemacht und irgendwann sind die Nachbarn dazugekommen. Und nach ein bisschen das Wein am Trinken können wir wieder dazu stoßen, dass wir in die Kirche gehen und reden darüber. Und plötzlich sind wir beim Glauben und wir haben von Jesus erzählt und die eine Person war sehr interessiert. Und seit 2,5 Wochen kommen mir die Personen immer wieder in den Sinn und ich habe jetzt einfach angefangen, wieder für sie beten. Für sie beten, dass die anderen Menschen begegnen dürfen. Oder? Das ist manchmal so simpel. Oder das Kaffee Giveaway, wo wir einfach Zeit geben, Ermutigung geben, Leben, das sie aussprechen, Wert geben. Ich sage euch das, wie ich euch ein bisschen mit ermutigen und inspirieren. Manchmal habe ich das Gefühl, es muss so riesig sein. Oder wir müssen schon Theologie studiert haben. Ja, aber eigentlich ist es simpel. Hände und Füße von Jesus. Wie schlussendlich fängt alles mit einem sehenden Herz an. Elias hat das heute Morgen so gut gesagt. Er hat gesagt, hey, schau, alles fängt mit dem sehenden Herz an. Dass wir auf Menschen zugehen, dass wir ihre Not sehen, dass wir sie einladen, dass wir für sie beten, dass wir für sie da sind. Es fängt alles mit einem sehenden Herz an. Und mit der besten Nachricht, die wir verbreiten können. Und Gott hat noch so viel mehr, oder? Wie der Joni vorhin gesagt hat, hey, Gott hat noch so viel mehr und nicht nur für uns, sondern für alle Menschen, auch für die Verlorenen. Ich will zum Schluss noch kurz auf 4 Punkte eingehen und einfach kurz durchgehen. Hey, wie bekomme ich denn so ein sehendes Herz? Und das sind Punkte, die mir oder uns helfen. Und der erste Punkt ist, ich muss mich bewusst entscheiden. Ich muss mich bewusst entscheiden. Ich merke, wenn ich mich nicht entscheide dafür, dann geht es wie verloren. Es entscheidet nicht jemand anderes für mich. Und das Zweite ist, hey, nur der Heilige Geist kann uns so ein sehendes Herz schenken. Lass dich von ihm berühren. Lass dich von ihm verändern. Red mit ihm darüber. Das ist ein kraftvolles Gebet. Ich weiss noch, ich habe das vor Jahren das erste Mal gesprochen und habe Gott gesagt, hey Herr, brich du mein Herz für das, was dein Herz bricht. Lass mich die Menschen sehen, wie du sie siehst. Hey, das ist so ein kraftvolles Gebet. Ich habe, glaube ich, nach 2 Tagen Menschen anders gesehen. Auch Menschen, die mir vorher sehr komisch aufgefallen sind. Plötzlich habe ich so eine Barmherzigkeit bekommen. Ich habe ein Verständnis für sie bekommen. Ich möchte dich ermutigen. Es hat aber auch Momente gegeben, wo ich schlecht über andere gedacht habe. Und vielleicht gibt es bei dir auch, wenn du ehrlich bist, dass du schlecht über andere denkst oder eben mühsame Leute oder Leute mühsam findest. Vielleicht ist es dort dran, um Vergebung zu bitten, umzukehren.
und das Gott auch zu sagen. Hey, wir müssen Ausschau halten für die Menschen. Ich möchte dich fragen, weißt du, wo sie sind? Haltest du Ausschau? Vielleicht in deinem Büro, dass du mal links schaust, rechts schaust. Wie geht es echt diesen Personen? Vielleicht in deinem Sportclub. Halt Ausschau für die Leute. Beim Feierabendbier. Wenn du unterwegs bist beim Wandern, wenn ihr vielleicht einkehrt. Halt Ausschau für sie. Wo sind sie? Art und Weise, die mir auch immer wieder hilft, ist, dass ich mir manchmal auch 10 Minuten Zeit nehme und überlege, wer sind die Leute in meinem Umfeld. Und ich schreibe mir es auf, ich fange für sie an zu beten, ich bete für Begegnungen und du wirst sehen, das kommt, wenn du offen dafür bist. Und der letzte Punkt, schau mal, was sie brauchen. Schau mal an, was braucht sie? Ist es Hilfe? Ist es Ermutigung? Ist es Wertschätzung? Ist es ein Gebet? Vielleicht ist es Einladung in die Gemeinschaft, die sie brauchen. Und haben wir eine dienende Haltung? Hey, sind wir Männer und Frauen, die ihnen zuerst die Füße waschen und nicht den Kopf waschen? Haben wir dienende Haltung? Das sind so 4 Punkte, die uns helfen, um ein sehendes Herz zu bekommen. Und ich möchte dich ermutigen, dir zu überlegen, wo stehst du und was für einen nächsten Schritt kannst du machen. Weil ich erlebe immer wieder, wenn ich das Gebet sprich, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, erlebe ich so viel mit Gott. Manchmal höre ich Leute, die sagen, ich will noch mehr mit Gott erleben. Ich sage dann, hey, geh raus mit einem sehenden Herz und du wirst etwas erleben. Du wirst viel erleben. Vielleicht sitzt du jetzt da und du denkst, hey Steffi, das ist ja schön und gut. Aber ich bin so eine Person, die noch am Wegrand sitzt, die vielleicht auf den Baumkronen oben sitzt, wie der Zöllner. Und dann möchte ich dir zurufen, wenn du so eine Person bist, hey, Jesus hört dein Rufen für deine Seele. Jesus hört deine Fragen, er sieht deine Anliegen und Jesus bleibt da für dich stehen. Jesus bleibt für dich stehen, weil er dich sieht. Und Jesus ruft und sagt, hey, komm runter, komm zu mir. Jesus ruft, hey, steh auf und komm zu mir. Und er will dir begegnen. Und vielleicht können wir da in der GVC Zürich Oberland Hände und Füße von Jesus sein und dir zeigen, was er in deinem Inneren sieht. Wie viel das er sieht. Dein Wert. Das, was er dich hineingelegt hat. Weil er sieht es schon lange. Und du kannst ganz einfach Jesus antworten in einem Gebet. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, um dem Jesus nachfolgen, um mit ihm eine Beziehung zu haben. Und ich will das jetzt gerade machen. Ihr dürft alle aufstehen. Und du kannst das für dich machen. Dort, wo du bist, leislich. Und du darfst einfach nachbeten. Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus, ich will dich einladen in mein Herz. Ich bitte dich um Vergebung für die Sachen, die ich da habe, die vielleicht nicht gut sind. Und ich bitte dich, komm in mein Herz ein. Zücht du ein. Und Jesus, ich will mein Leben mit dir gehen. Ich will mit dir Schritt machen. Ich will dir vertrauen und mit dir laufen. Ja. Und wenn du vielleicht da bist und du merkst, du hast kein sehendes Herz oder irgendwie ist das einfach so ein Hintergrund geraten, dann würde ich dich jetzt einladen, mit dir mitzubeten. Zum sehendes Herz neu bekommen vom Heiligen Geist. Und Vater im Himmel, wir kommen vor dich. Und Jesus, du faszinierst mich so. Ich will noch mehr von dir lernen. Ich will noch mehr von dir lernen. Ich sehe immer wieder in den Evangelien, wie du mit diesen Herzensaugen, so mit dem sehenden Herz durch die Welt gelaufen bist. Und ich will dir Danke sagen, dass du uns brauchen als Hände und Füße. Ich will dir Danke sagen, dass wir für mehr auf dieser Welt sind, als einfach nur für ein Leben für uns allein, sondern dass wir auf deiner Mission mit dir partnern, einschlagen und mit dir vorwärts gehen. Und ich bete, Jesus, dass du uns hilfst, mit deinen Augen zu sehen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns ein sehendes Herz gibst. Ich bete, dass du neu, auch gerade im Alltag, unser Herz immer wieder brichst für das, was dein Herz gebrochen ist. Dass wir nicht ringen oder das Gefühl haben, jetzt müssen wir irgendwie nach, sondern dass wir auf deiner Leichtigkeit gehen und dürfen wissen, hey, du bist bei uns, du führst uns, du leitest uns.
Ich bete auch, Herr, dass du uns hilfst, wegzuschauen von uns selber. Dort, wo es sich nur um uns selber drüllt, Herr. Was manchmal auch so schwierig ist. Sich manchmal einfach so einnehmen, mit Krankheit, mit Herausforderungen. Ich bete, Herr, dass du immer wieder den Fokus nach außen gibst. Ich bete für dein Segen mit Mut, Herr, um auf die Leute zuzugehen. Freude, Leichtigkeit, Weisheit, wie wir Menschen können deine Liebe bringen, Herr. Ich danke dir, Vater im Himmel. Loben und preisen dich, Herr. Amen. Amen. Wir gehen jetzt in eine Anbetungszeit. Wir haben ein Gebetsteam.